Es ist soweit. Ab heute werden die Männer der Wallenfelser Flößergemeinschaft wieder Gäste über die wilde Rodach flößen. Oskar Mehringer ist der jüngste von ihnen. Ja, die Aufregung steigt halt, weil es Freude wieder da, endlich mal wieder zu flößen. Auch für Nils Stöcker ist es ein besonderer Tag. Es ist ein schönes Gefühl, mal wieder hier zu sein. Es ist jetzt schon 3 Jahre wieder her bis vom letzten Mal. Und ja, man freut sich halt. Kurz vorm Start habe ich immer ein wenig Bauchkribbeln. Den Gästen geht das nicht anders. Sie haben vorgesorgt, mit wasserfestem oder gar keinem Schuhwerk. Das Handy besser spritzsicher verstaut. Und die Kinder bekommen vorsorglich eine Schwimmweste verpasst. Ein feuchtes Abenteuer. Wir haben gedacht, lieber mal die erste Floßfahrt mitnehmen. Wenn man dann hier so bis zum Po im Wasser ist, das ist schon irgendwie ein bisschen aufregend. Letztes Jahr haben wir auch schon gebucht, da war das Wasser zu wenig. Nach dem vielen Regen ist das heute kein Problem. Lös! Letzte Sicherheitshinweise vom Flößervorstand Andi Bruckreus. Bitte festhalten, wenn die Leute zuwinken. Es ist schon vorgekommen, dass die Leute dann runtergefallen sind. Da ist ziemlich Gewalt drin. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Öffnen des Wehrs ist ein Kraftakt. Das liegt am enormen Wasserdruck. Der Sog wird immer stärker. Und dann geht es mitten hinein in die Sturzflut. Boah, ist das kalt. Alter. Ist das Wehr erst einmal offen, müssen alle Flöße schnell hintereinander wegstarten. Und das Wasser nimmt ab, ne? Unheimlich. Und wenn kein Wasser da ist, kann man nicht flößen. Normalerweise gleicht der 5 Kilometer lange Flussabschnitt einem Rinnsal. Wild und flößbar wird er erst durch ein ausgeklügeltes Wassermanagement. 6 Stauwehre hintereinander, die geöffnet werden, erzeugen mit ihren Flutwellen ein künstliches Hochwasser. Aus Naturschutzgründen müssen die Wehre aber jedes Frühjahr wieder ein- und im Herbst abgebaut werden. Das ist mühsam und aufwendig. 2 Wochen zuvor. Nils und sein Kumpel Mirko müssen hinein ins 6 Grad kalte Wasser. Erstmal muss hier der ganze Dreck vom Winter raus. Eine unangenehme Arbeit, um die sich keiner der Ehrenamtlichen reißt. Viele haben keine Zeit und ich schätze, viele haben auch keine Lust drauf. Also weil die wollen halt nur flößen, aber die Arbeit an sich wollen halt mal vielleicht einfach nicht machen. Als nächstes geht es an die Stahlträger für die Holzeinbauten. Die Arbeit auf der glitschigen Flusssohle ist nicht ohne. Das ist wie Glatteis. Da kannst du dich umhauen. Ne? Andi hatte im Vorfeld große Sorge, dass nicht genügend junge Helfer kommen. Und wenn sie 18, 19 sind, Freundin, Arbeit auswärts, ne? Haben wir viel gehabt. Und dann kommen sie halt nicht mehr auf Wallenfels. Und wenn sie nur zweimal kommen, nützt uns nichts. Ne? Ja. Nachwuchsmangel, weil junge Leute der Arbeit wegen wegziehen. Der Bürgermeister von Wallenfels, Jens Korn, sieht die Zukunft der Flößerei noch stärker von einer anderen Seite bedroht. Wir kämpfen natürlich in den letzten Jahren, so wie ganz, ganz viele, mit dem sehr trockenen Wetter. Und deswegen bräuchte es, um die Flößerei zu sichern, eine Möglichkeit, das Wasser in Zeiten, in denen es viel Wasser gibt, aufzufangen, zu stauen und dann in den eher trockeneren Zeiten, in denen wir flößen, für die Flößerei zu verwenden. Denn wenn es zu wenig regnet, reichen die Wehre fürs Flößen nicht aus. Die Fahrten müssen kurzfristig abgesagt werden. Jens Korn hofft daher auf den Bau eines großen Staubeckens am Oberlauf der wilden Rodach. Er hat beim Bayerischen Landtag eine Petition eingereicht. Das Wasserwirtschaftsamt arbeitet an einer Machbarkeitsstudie. Viel Zeit bleibt nimmer. Bei den Flößern, da brennt es
buchstäblich lichterloh. Die Flößer haben in den letzten 3 Jahren, in denen wir flößen konnten, wirklich nur jeweils die Hälfte aller Floßfahrten durchführen können. Das heißt für die Flößer wirklich eine extreme finanzielle Belastung, weil natürlich am Ende der Saison nichts übrig bleibt. Und von der Substanz kann der Verein auf Dauer nicht leben. Dabei arbeiten ohnehin hier alle ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Sie tun es, weil das Flößen zur Geschichte ihres Ortes und ihrer Familie gehört, so wie bei Andi Bruckreus. Ja, mein Opa, das ist der hier. Und dann hat mein Vater auch noch Flößer und Holzknecht gelernt. Ne? Die haben im Herbst bis Frühjahr immer Holz gemacht und haben das dann geflößt. Meistens bis Mainz, selten weiter. Schon seit dem Mittelalter haben die Menschen im Frankenwald das Holz mit der Schneeschmelze die Flüsse hinuntergeflößt. Damals der schnellste Weg, ein derart schweres und sperriges Material zu transportieren. Bis Mitte der 1950er Jahre wurden die Stämme von Wallenfels über Bamberg, den Main hinunter bis Mainz und zum Teil auch über den Rhein bis nach Holland geflößt, wo sie als Bauholz hochbegehrt waren. Die Hütte hier hinten, ist eine Originalhütte, die wo auf einem Mainfloß gebaut worden ist, mit Holz, mit Bretter. Die Bretter wurden dann wieder verwendet, unten wurden auch verkauft. Und in der Hütte haben sie gekocht, gegessen und wenn es geregnet hat und so haben sie da drinnen geschlafen. Es war praktisch 8 oder 9 Tage ihr Zuhause. Ja. Im Großen und Ganzen war es eigentlich ein ganz schwieriges Leben und schwierige Arbeit. Sind auch nicht alt geworden, die Flößer. Mit 60 Jahren waren die aufgebraucht. Die Flößer selbst sind nicht reich geworden. Reich sind eigentlich nur die geworden, die das vermittelt haben, ne? Die Floßherren. Diese Floßherren haben im Ortszentrum von Wallenfels zum Teil prunkvolle Häuser hinterlassen. Die große Pfarrkirche wurde mit Hilfe ihrer Spenden erbaut. Bis heute hat das Flößen die Wallenfelser zusammengeschweißt. Endspurt beim Wehreinbau. Und als jüngster Flößer bekommt Oskar die Ehre, es zu öffnen. Ja, jetzt bin ich froh, damit es draußen ist. Der Haken kann abbrechen, die Bretter können brechen. Alles, deswegen hatte ich ein bisschen Angst. Das hat alles gepasst, die Leute. Wir konnten schön arbeiten, ne? Wir waren nicht unter Druck. Ne? Keine Hektik, genügend Leute und passt so einwandfrei. Bist da richtig stolz auf die Flößer. Und die sind auch beim Navigieren ganz schön gefordert. Das ist gerade noch mal gut gegangen. 40 Minuten dauert das Abenteuer. Seit 1969 werden solche Fahrten angeboten. Für Wallenfels ein wichtiges wirtschaftliches Standbein, denn die Fahrten ziehen jedes Jahr rund 4000 Besucher an. Der Gang ist etwas zittriger als sonst, aber geschafft. Dankeschön, ja, super. Toll, also kann ich jedem nur empfehlen, kommt nach Wallenfels und macht euch nass. Ja? Das Schöne ist, dass es einerseits mit dem Spiel der Elemente, dass man mit dem Wasser mitgeht, dass man den Auftrieb vom Floß spürt. Und dann gibt es wieder Phasen nach den Stromschnellen, wo man dann ganz leise durch den Wald gleitet. Das ist wirklich schön. Das möchte ich jetzt jedes Jahr machen. Das hat so viel Spaß gemacht. Das sollte eigentlich jeder machen. Jetzt schnell raus aus den nassen Klamotten. Und wie fanden die Flößer den Saisonstart? Die Leute sind gut runtergekommen, waren alle zufrieden. Ein paar kleine Malöchen haben wir gehabt mit den Floßern, sind ans Ufer gefahren, aber das ist normal, weil das kann man reparieren. Und vor allen Dingen das Wasser, wie wir heute gehabt haben, das müssten wir das ganze Jahr haben. Ja. Ich bin schon stolz darauf, dass wir hier sowas haben, wo wir halt sagen können, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo halt niemand anders hat. Das ist das Erbe unserer Vorfahren. Und die wollen wir halt nicht vergessen. Ne? Das wäre schade, wenn die Tradition erlischt. Der echte Wallenfelser muss halt auch wissen, wo seine Wurzeln sind. Und die Wurzeln
sind ja von Holz und Flößen und Wasser geprägt. Ne? Lustig sind die Flöße da, lustig sind wir da. Die Arbeit, ja.